Und daraus könnte was werden. Und jetzt muss er schießen. Klasse Aktion. Super gemacht. Und genauso wollen sie den Keeper sehen. Reaktionsschnell ist er da und wehrt ab. Ja, Torwart will kein Risiko eingehen, klärt. Zur Pause steht es 1:0. Die ersten 45 Minuten standen für mich ganz klar im Zeichen der beiden großartigen Torhüter. Wenn sie weiter so gut halten, dürfte hier auch in den zweiten 45 Minuten nicht allzu viel passieren. So, von uns aus kann es wieder losgehen, hinein in die zweite Halbzeit. Und die zweite Halbzeit läuft. Es ist ja unglaublich, wie der die Abwehr da schwindlig spielt. Aber ein ganz schlechter Flankenball. Weltklasse. Ja, schauen Sie doch mal, wie er den Ball trifft. Das ist das Tor des Spiels, das Tor des Monats. Ach, vielleicht sogar das Tor des Jahres. Ja, und jetzt hat er die Möglichkeit, in einem Spiel 3 Treffer zu erzielen. Schnell das Mittelfeld überbrückt mit einem langen Ball. Das war ein richtiger Zuckerpass. Also der Ball scheint... Noch immer kein Gegentor. Tom, tolle Leistung des Torhüters. Ein fantastisches Solo. Und wieder mal Endstation beim Verteidiger. So sieht ein klasse Pass aus. Klasse Aktion. Jetzt die Augen nur. Unglaublich, dass er an den Ball überhaupt noch rangekommen ist. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schiedsrichter da lange zögert. Er wird ihn wohl verwarnen. Ja, für solch eine Aktion kann man eventuell sogar noch die rote Karte zeigen. Da hat er Glück gehabt. Sieht nur gelb. Und der Schiedsrichter zückt natürlich nach dieser rüden Attacke wieder den gelben Karton. Völlig zu Recht, finde ich. Er gehört zu seinen Stärken, das Kopfballspiel. Das war beim letzten Augenblick. Und jetzt geht hier im Stadion die Post ab. Was für ein Tor. Ja, das ganze Stadion ist aus dem Häuschen. Was für ein unglaubliches Tor. Perfekt gemacht. Ja, ein Mann mehr auf dem Platz, das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Da steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Und klasse, dass der Ball auch noch den richtigen Anriss hat, finde ich. Also wenn das Ding drin gewesen wäre, dann hätten sie ja keine Chance mehr gehabt. Tolle Aktion des Torhüters. Ja, und so hat der Torwart erstmal souverän geklärt. Foul, ganz eindeutig. Und auf Foul folgt Freistoß. Also der war gefährlich. Da rettet die Latte. Ja, das gibt Eckball. Und das gehört zu den Stärken dieser Mannschaft. Ja, Tor, der ist drin. Ja, schauen Sie mal, was da auf den Tribünen los ist. Darauf haben die Fans doch gewartet, auf so ein schönes Tor. So ist das im Fußball. Die eine Mannschaft hat den Gegner scheinbar im Griff, aber eben halt nur scheinbar. Eine weitere Auswechslung des Trainers, seine zweite heute.
einfach super. Dieses Zweikampfverhalten, diese Technik am Ball. Das könnte jetzt gefährlich werden. Tolle Flanke und der passt genau in den Knick. Wunderbar, einfach wunderbar, ein wunderschönes Tor. Miserable Leistung des Torhüters, ohne Wenn und Aber. Und der Trainer sollte ihn jetzt eigentlich auswechseln. Ein weiterer frischer Spieler auf dem Feld, damit der zweite Wechsel heute. So, jetzt hat er den Ball und jetzt hat er mehrere Möglichkeiten. So, jetzt wird es gefährlich. Also, dass er den noch rausgeholt hat. Ja, jetzt bekommt auch der Torhüter viel mehr zu tun. Vielleicht der beste Mann in diesem Spiel, der Torhüter. Da gibt es ja fast gar kein Vorbeikommen. Oh, das war ganz eng. Und das sieht gefährlich aus. Ja, das könnte eine Möglichkeit geben. Ja, Tom, hier geht's hart zur Sache. Ein langes Zuspiel hier, klasse. Oh, das ist ein Weltklasse-Dribbling. Also der Mann ist sein Geld nun wirklich wert. Jetzt müsste die Flanke kommen. Zieh ab, Junge! Los, schieß, Junge! Da fällt der Schuss nicht schwer, dass der Trainer gleich mindestens eine Auswechslung vornehmen wird. Ja, steht mindestens eine Auswechslung bevor, ist von hier oben leicht zu erkennen. Reservisten machen sich warm jenseits der Seitenauslinie. Aber Ecken habe ich von dem schon viel besser gesehen. Und es gab ja die eine oder andere Unterbrechung in dieser Partie, deswegen 3 Minuten Nachspielzeit. Ja, da ist er nochmal glimpflich davon gekommen nach diesem brutalen Foul. Es gibt nur Freistoß. Eigentlich pfeift der Schiedsrichter ziemlich kleinlich, aber in dieser Aktion wäre eine gelbe Karte gerechtfertigt gewesen. Ich glaube, das war einfach nur noch eine spontane Reaktion. Ich weiß gar nicht, ob er den Ball gesehen hat, aber irgendwie hat er noch das Fußballspiel, das beherrscht er wie aus dem Meer. Und das ist abseits. Also die Schiedsrichterassistenten haben es auch nicht leicht. War das jetzt abseits oder nicht? Das wird gefährlich. Und so gerade eben haben sie den knappen Sieg über die Zeit geschaukelt. 3-2 geht's aus. So, Sebastian Hellmann hat hier analysiert und kommentiert und wir bedanken uns beide. Wir, das ist auch noch Tom Bayer, für Ihre Aufmerksamkeit daheim.